Herzlich willkommen zum LiveNet-Talk. Heute ganz einen speziellen Talk, weil ich freue mich extrem darauf, jetzt das neue Führungsduo von der Schweizerischen Evangelischen Allianz dürfen zu begrüßen im Bistro. Und neu ist vor allem das Gesicht direkt hier nebendran, Vivian Krucker-Boh, die jetzt am 1. Oktober hat angefangen als Generalsekretärin von der SCA. Herzlich willkommen und es freut mich sehr, dass wir ein bisschen die dürfen kennenlernen heute miteinander und auch, ja, wo ihr da gemeinsam auch als Führungsduo jetzt von der SCA weitergehen, der Andi Bachner-Roth, der vielen sicher über die Jahre schon bekannt ist, vorher auch den Bereich der Jugendallianz geleitet und jetzt bereits wie manches Jahr ist echt das Anfang? 2 Jahre. 2 Jahre jetzt als SCA-Generalsekretär dran. Und Vivian, noch gar nicht so lange zurück in der Schweiz, gell? Du hast gerade eine spannende Zeit gehabt, noch bevor der Amtsantritt war, nämlich die Flitterwoche. Genau. Sicher, nehme ich an, mit mega viel Eindruck. Ja, absolut. Also wir wären am liebsten natürlich nicht heimgekommen. So schön war es. Wir haben uns entschieden, in Europa zu reisen mit dem Auto. Ganz viele verschiedene Länder besucht, auch verschiedene Kirchen. Das haben wir auch sehr spannend gefunden. Versucht, jeden Sonntag in einen anderen Gottesdienst, in eine andere Kirche zu gehen. Und jetzt eben auch die Einheit zu spüren, wo wir in der See auch leben, haben wir dort spüren. Ja. Ja, und wir haben uns kennengelernt, auch schon im Umfeld von der Evangelischen Allianz zu Winterthur. Ja, sehr eine starke lokale Allianz, wo du eben auch schon seit Jahren wahrscheinlich reingehst, als reformierte Pfarrerin auch tätig bist. Gesehen, muss ich sagen, genau. Oder bleibt da noch ein kleiner Teil? Oder ist das jetzt Fulltime ins Neue rein? Also Pfarrerin bleibt man eigentlich immer. Klar, ja. Da bin ich eingeschrieben im Buch von der Zürcher Landeskirche und bin darum auch noch Pfarrerin. Aber ja, ich arbeite 70% als Co-Generalsekretärin und unterrichte noch am TDS, am Theologisch-Diakonischen Seminar, etwa 10%. Und dann habe ich noch Zeit zum Stellvertretungen machen an Sonntag. Also so bin ich mit einem Bein noch ein bisschen drin als Pfarrerin tätig. Alles klar. Und jetzt ist ja immer eine spannende Frage, oder, ich meine, wenn man so einen Wechsel hat, Marc Jost, der jetzt nach 10 Jahren eben, abgegeben hat, oder durch das, dass er gewählt wurde oder nachher rutscht im Nationalrat. Und dann, wenn wir gerade bei Politik sind, oder Bundesratswahl, dann gibt es immer die Diskussionen über welches Departement und wie tut man genau die Aufgaben und die Rollen neu verteilen. Bei Marc und bei Andi hat es so gewisse Schwerpunkte gegeben. Da kann ich vielleicht dich mal ansprechen. Ist das einfach so, dass du beim Gleichen bleibst oder schaut ihr da auch ein bisschen jetzt schauen, was könnte sich da neu auch so verlagern? Ja, der Marc war natürlich auch ein sehr kompletter Leiter. Der kann fast alles gut. Und von dem her ist es auch dort nicht einfach klar, was er macht. Aber er hat doch ein eindeutiges Schwergewicht auf der Seite der Gesellschaft Politik gehabt. Und so als Außenminister und Verantwortung der Gesellschaft hat das super gepasst. Und wir haben das zusammen noch gebüschelt, haben da zusammengehackt, haben geschaut, wo liegen unsere Interessengaben. Und ich habe uns da recht schnell gefunden. Und mehr oder weniger bleibt die Aufgabenverteilung vorher. Vivian wird im Bereich Gesellschaft die äußeren Aufgaben, also Kontakt zu den verschiedenen internationalen Partnern pflegen. Und ich weiter den Bereich Kirche, vor allem Verantwortung und Teamleitung. Das mit dem äußeren, international und so, das hat ja auch schon gestartet, gell? Du bist in Sarajevo schon gesehen, der europäischen Konferenz, von der Europäischen Evangelischen Allianz. Ja. Was hast du hier so für Eindrücke mitgenommen? Ja, es war sehr spannend. Ich bin wirklich gerade so sagen, in die Evangelische Allianz Suppe eingerührt worden mit dieser Konferenz. Es war spannend zu sehen, wie gross die Evangelische Allianz ist, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Und auch zu sehen, wie engagiert Christen sind, sei es in der Gesellschaft, sei es in der Politik, aber auch in sozialen Sachen. Wir haben zum Beispiel natürlich aktuell vom Krieg in der Ukraine, was da alles gemacht worden ist und immer noch gemacht wird und die Not, wo man sieht und dann einfach sagt, wir handeln als Christen, wir müssen aufstehen. Das hat mich sehr beeindruckt und gemerkt, ja, man ist als Schweizer so ein Teil von einem grossen Ganzen. Und das Thema der Konferenz war Hope for Europe und das habe ich gefunden, ja, das trifft es genau auf den Punkt. Wir brauchen Hoffnung in Europa. Und ich glaube, als Christen haben wir da Verantwortung und eine Stimme in unserem Land und in Europa. Das ist etwas, was ihr ja auch
betont in diesem Interview, das gerade bei IDEA erschienen ist, auch jetzt praktisch zeitgleich, also gerade in der aktuellen Ausgabe kann man das so lesen. Für die lieber ein ausführliches Gespräch auf schriftlicher Art haben, die können das natürlich auch sich so noch besorgen. Und das heisst zum Beispiel auch hier, wegen dem eben Hoffnungsträger sein, das können rauszutragen, das ist so einer von diesen Punkten. Und das ist ja gerne so ein Thema, merke das in meiner Tätigkeit auch, oder? Wir reden immer von Hoffnung. Also es kann auch eine Worthülse manchmal sein. Was heisst das, so eine hoffnungsvolle Stimme in dieser Gesellschaft sein können sein? Wie würdest du das definieren? Das Schöne finde ich am christlichen Glauben ist, dass Hoffnung nicht irgendein Statement ist oder eine Aktion, sondern wir machen es an einer Person fest, an Jesus Christus. Er ist die Hoffnung dieser Welt, steht im Neuen Testament. Und das hilft mir persönlich auch extrem, weil eben manchmal schaut man links und rechts und denkt, ja, wo sollte man die Hoffnung holen? Und dann tut es mir gut, auf Jesus Christus zu schauen und zu sagen, okay, er hat auch Leiden überwunden, er ist durch Schwieriges durch und hat das Ziel vor Augen gehabt, ist als Kreuz für uns und hat den Sieg dann errungen und er auferstanden ist und lebt heute noch. Und das treibt mich an, eben die Hoffnung weiterzugeben oder zu wissen, es gibt Hoffnung, man kann einen Unterschied machen, man kann etwas verändern. Es ist nicht eben hoffnungslos, wie man das einmal sagt. Ja. Ich gebe die Frage gerne auch noch ein bisschen weiter, einfach bei dir, Andi. Und da können wir vielleicht schon ein bisschen in einen konkreten Bereich hineingehen von der Gesellschaft. Also, ich meine, es muss sich ja entfalten im gesellschaftlichen Zusammenleben oder auch durch das, was die Kirchen können probieren, einen Unterschied zu machen. Was würdest du dort hier sagen, was sind da so für Ansätze, weißt, wo wir wirklich können direkt einen konkreten Beitrag leisten auch als Kirchen in die Gesellschaft? Ich glaube, ganz ein relevanter Punkt ist, können wir als Christen Botschafter von der Versöhnung sein, und zwar glaubwürdige Botschafter. Das ist ja nicht nur mit dem, was wir sagen, sind wir Botschafter, sondern auch als Mensch oder als Gemeinschaft verkörpern wir schon eine Botschaft. Und für das engagieren wir uns seit 175 Jahren. Also nicht Vivian und ich, wir noch nicht so lange. Aber die Allianz. Haben das jung gehalten. Ja, die Allianz ist auch noch jung und immer noch mit Leidenschaft engagieren wir uns dafür, dass das glaubwürdig ist, die Botschaft von der Versöhnung. Jetzt sagen Jesus hat Frieden geschafft. Dass wir auch Frieden haben miteinander, so nicht einfach nur oberflächlich. Corona hat auch gewisse Risse aufgezeigt, auch unter den Christen, unter den Kirchen. Oder natürlich auch andere Themen. Hast du gerade bei der Umfrage rausgekommen, gell? Erst vor kurzem, oder hat auch eine Medienmitteilung verschickt dazu, wo man das einfach merkt, das hat wirklich eine Veränderung reingebracht. Ja. Genau, wenn man wirklich schauen, ist das einfach ein Bauchgefühl oder was sagen eigentlich Zahlen? Und etwa ein Drittel der Kirchen also die Hälfte haben wirklich Spannungen gehabt aufgrund der Corona-Thematik und ein Drittel hat das noch nicht verarbeiten. Und die Erfahrung ist einfach, dass einem solche Spannungen oder unverarbeitete Konflikte wieder einholen, wenn wir die nicht proaktiv angehen. Und darum engagieren wir uns wirklich, dass man miteinander respektvoll reden kann. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Aber aufeinander zugehen, einander die Hand reichen, einander auch wieder vergeben. Und dann, glaube ich, haben wir in dieser Welt, die sich immer mehr auseinander dividiert und polarisiert, dann haben wir wirklich Kraft. Weil ich glaube, wie es immer so gesagt, an dem, an der Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, an dem werdet ihr sehen, dass ich der Herr bin. Und ich glaube, das ist die kraftvollste Botschaft in unsere Zeit hinein, wenn wir ein glaubwürdiges Miteinander leben. Ja. Absolut. Und es ist ja nicht nur ein Thema innerhalb der Kirchen, sondern gesellschaftlich hat es ja eigentlich die Spaltung, die Trennung gegeben. Und die Herausforderung der Kirche war dann, ja, eben fahren wir auf diesen Zug oder versuchen wir einen anderen Weg. Und da denke ich, kann man einiges noch lernen. Genau. Ja, es ist noch eins, so, wie da zu Tavan in unserem Bild, das wir so ein bisschen genommen als Themenbild sozusagen für den heutigen Talk. Weil sie da sind zusammengestanden, oder? Das Logo von SCA, das man zusammen sieht, mit den Leuten in Tavan bei dem 175. Geburtstag von SCA. Und dann, wie es dann wirklich gelebt wird. Du hast auch in dem Interview, das ich vorhin schon erwähnt habe, bei IDEA gesagt, Einheit ist kein Selbstläufer. Also es ist immer wieder neu Arbeit, die es braucht. Eben. Genau. Ich habe gerade am Sonntag mit jemandem geredet und gefragt, was ich arbeite und eben ein bisschen erzählt, dass meine Aufgabe ist, eben die Einheit unter Christen zu fördern. Und dann hat er gesagt, zum Glück machst du das und nicht ich. Ah ja? Weil er gerade eben
also es war auch ein Christ und mit dem hat er zum Ausdruck gegeben, es ist etwas mega Schwieriges. Und ich habe gesagt, ja, darum muss man immer daran kämpfen und dranbleiben. Ja. Man hat immer neue Strömungen, man hat immer neue Spannungsfelder. Von denen wirklich gibt es mehr als genug, die ihr auch in eurer Amtszeit damit werden konfrontiert sein jetzt. Oder Andi, du schon bist und bei dir genau kommt das alles zusammen jetzt auch mehr und mehr. Und da haben wir einige Sachen sehr brennend immer wieder die ganze Diskussion rund um Ehe für alle. Der Marc Jost hat sich mit dem fast ein bisschen stärker umgeschlagen. Gell? Aber es wird weitergehen und das tut auch in den Kirchen, merkt man extrem viel durchschütteln. Wieder. Wie denkt ihr, was gibt es dort für Ansätze, verbindende? Ja, ich denke, wichtig ist, dass man lernt, miteinander zu reden. In dieser reformierten Kirche, wo ich Pfarrerin war, habe ich gesehen, dass es möglich ist, auch mit verschiedenen theologischen Richtungen eine Kirchengemeinde zu sein. Ist auch nicht von heute auf morgen gegangen, hat auch einen Weg gebraucht. Und ich beobachte oft in dieser Diskussion, dass man gar nicht richtig zulässt oder es einem nicht wirklich interessiert, was denkt denn der andere. Ich glaube, da ist wichtig, dass man einfach lernt, miteinander zu reden und auch lernt, andere Meinungen zu haben. Also, manchmal ist man vielleicht auch ein bisschen harmoniebedürftig und denkt, ja, man muss sich irgendwo finden. Wo ich muss sagen, nein, ich kann zu meinen Überzeugungen stehen und ich darf die auch sagen und der andere darf das auch. Und so verstehe ich auch die Schweiz, die Demokratie, die Freiheit, sich dürfen zu äußern und auch innerhalb der Kirche. Genau. Wieder ein bisschen mehr Lernfähigkeit, Lernbereitschaft wäre uns manchmal wahrscheinlich gut. Dort drin, ja. Genau. Ich glaube, wir haben in unserem Netzwerk in dieser Frage auch recht eine grosse Einigkeit. Ich glaube, auch da gibt es verschiedene Meinungen. Ja. Und man kann einen Teil von der CASI auch mit verschiedenen Meinungen. Aber die Rückmeldungen, gerade wo wir uns exponiert haben zu der Ehe für alle, haben gezeigt, dass doch die Einigkeit recht gross ist. Dass wir die Ehe auch weiter als etwas feiern, wo eine Vereinigung zwischen Mann und Frau ist. Und das, da gehen wir weiter mit der Mehrheit der Kirchen auf der ganzen Welt. Und, den Weg und feiern das etwas Schönes und Wichtiges und etwas Schützenswertes. Das ist so eine grosse Frage, die sicher wird kommen, weiterhin und man viel muss eben vermitteln, überbrücken vielleicht oder einander probieren zu verstehen. Etwas anderes ist auch, dass mit der ganzen postevangelikalen Bewegung, also wir haben es jetzt schon gespürt, bei dir auch ganz klar, also im Zentrum steht Christus und das ist unsere Hoffnung und auf das bauen wir durch alles durch. Und jetzt gibt es eben Strömungen, wo, ja, wie soll man das, also wir müssen vielleicht das Wort zuerst mal definieren, was das überhaupt bedeutet. Genau. Also ich habe auch schon gehört, dass einer sich in die Enge gedrückt gefühlt hat, weil man ihn einfach so bezeichnet hat. Ich würde auch nicht gerne in eine Schublade gesteckt. Und dort ist wieder die Dialogfähigkeit, glaube ich, wichtig, dass man versteht, okay, von wo kommen auch die Überlegungen. Aber es sind schon grundlegende Sachen, wo man genau anschauen muss, wie versteht man die Bibel, wie leitet man sie aus, von wo kommt man zu seinen Argumenten. Und da appelliere ich auch an die Christenheit, einfach ein bisschen mutiger zu sein und ein bisschen stärker in der Apologetik sich einzugeben und zu sagen, okay, warum glaube ich, was ich glaube. Ich finde, das ist auch ein reformatorisches Prinzip. Da bin ich eben wirklich reformiert, wo man sagt, hey, ich kann selber die Bibel lesen und ich kann selber zu Schlüssen kommen. Aber warum komme ich zu diesen Schlüssen? Und natürlich glaube ich, dass wir einen Heiligen Geist haben und dass der uns zu der Wahrheit führt. Und dass man dort einfach im Gespräch bleibt. Und dort unternehmt ihr schon seit Jahren viel, auch mit der Denkbar, habe ich jetzt gerade als erstes daran gedacht, wieder, wo der x Themen nimmt, die ganz heissen Eisen, oder? Und einfach sagen, das Denken ist mal frei. Und gleich muss man sich nicht aufgeben, seine Identität. Oder? Ja, ganz genau. Ich denke, da werden zu Recht von dieser postevangelikalen Bewegung gewisse Anfragen gestellt an eine bestimmte, sehr enge Form vom evangelikalen Spektrum, wo ich mich selber aber auch nicht drin finde. Oder? Also, wie du gesagt hast, gerade in der Allianz haben wir Themen schon seit Jahrzehnten oder ja fast schon Jahrhunderten aufgegriffen, die jetzt zumal dort aufgenommen werden, neben der Denkbar vielleicht noch soziale Gerechtigkeit. Das ist schon immer ein riesiges Thema. Die Allianz ist entstanden rund auch um die Frage von der Sklaverei und da haben sich evangelische Christen zusammen und gesagt, das kann nicht sein, wir finden uns nicht mit dem ab. Ein anderes Beispiel, Klima und Umwelt, wo wir auch eine Arbeitsgemeinschaft haben.
Das kann nicht einfach uns vorbei, das Thema. Da sind wir auch seit Jahrzehnten zuvorderst dran und sehr engagiert. Ja. Und gleichzeitig finde ich, also hilft es mir persönlich zum Beispiel, dass die CA so eine Glaubensbasis hat, wo wie sagt, das sind unsere Grundpfeiler, wo wir sagen, an dem rütteln wir nicht. Und das hilft mir auch, dann auch klar zu bleiben, dass man nicht sagen kann, okay, ja, man darf jetzt, klar, man darf verschiedene Meinungen haben, aber ich glaube auch, es ist auch nicht alles erlaubt oder auch sagen, man kann irgendetwas dann behaupten oder sagen. Genau. Ja, super. Jetzt haben wir schon ein paar Minuten Talk hinter uns so, und haben noch gar nicht das thematisiert, was natürlich auch eine Riesenmeldung ist. Du bist auch die erste Frau, die in dieser Position jetzt ist, in der Geschichte oder, von der SCA. Und das ist natürlich in sich einfach auch ein Thema, wo wir gerne noch ein bisschen darüber reden können und wo ich weiss, Andi sehr stark auch ein Anliegen ist oder ja, vielen im Gesamten von diesem Team. Super, dass man diesen Schritt jetzt so hat gemacht hat. Wie ist das für dich, jetzt, das anzutreten eben, und vielleicht auch merken, ja, hier durchbrechen wir vielleicht auch noch immer durch etwas ein bisschen und setzen ein Signal? Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass die CA, wie gesagt hat, kommt es nicht so darauf an, ist jetzt ein Mann oder eine Frau, die in dieser Position ist und wirklich auch auf die Qualitäten geschaut hat. Also grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es nicht so darauf ankommt, ob männlich oder weiblich in einer Führungsposition, sondern einfach die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt an diesem Punkt ist oder dieser Position. Aber schon hat sie ja gesagt, doch, wir wollen auch ein Zeichen setzen damit, dass Frauen in Führungspositionen auch angehören und einen Platz dürfen haben. Ja, genau. Das finde ich super. Und bei dir ist es ja, also du hast das so in diesem Interview hier bei dir auch wieder angetönt, bei dir ist es auch so, dass eben Verbinden von Arbeit und gleichzeitig Familie und so, dass die Rollenfrage, das ist, glaube ich, ein Thema seit Jahren beschäftigt dich das. Gestern war ich bei unseren 4 Mädchen daheim und habe dort Velotürchen und Mittag kochen und Wohnung putzen. Das ist ein Teil meiner Arbeit und das ist super, dass ich auch als Vater wirklich Zeit habe, um eine gute Vater-Kind-Beziehung jetzt zu investieren. Und das ist nur möglich dank einer Co-Leitung. Dass ich auch Zeit habe für das und gleichzeitig auch meine Aufgaben nachher seriös wahrnehmen bei der Allianz. Das ist ein mega Privileg, ja. Genau. Hey, super. Also das als das Thema, wo ich finde, ja, das wirkt auch wieder in die Gesellschaft rein, oder? Also, dass der Tier auch in den Kirchen, dass hoffentlich mehr und mehr noch kommt. Manchmal hat man schon immer noch Meetings, wo man denkt, wir sind irgendwie fast eine Mannenrunde, oder? Muss das sein? Aber es wird, glaube ich, besser. Und es soll hoffentlich die Entwicklung in diese Richtung weitergehen. Vivian, was ich gerne noch ansprechen würde, vielleicht auch für eine kleine Klammer aufzunehmen, du bist auch im Landeskirchenforum schon länger engagiert, im Vorstand. Genau. Vielleicht einige wissen gar nicht so genau, was das ist. Also wäre noch so spannend, ein bisschen zu erfahren, was das eine Art ein Brückenangebot sozusagen auch ein bisschen, wo der Tier drin ist. Oder was ist das Landeskirchenforum? Es ist auch eine Arbeitsgemeinschaft von der SEA. Ist vor, weiß gar nicht, 30 Jahren oder so gegründet worden, mit dem Anliegen, christuszentrierten Gemeindebau zu fördern in der reformierten Kirche. Und wirklich zusammen auch zu überlegen, weil manchmal ist man so in seiner Kirchengemeinde so ein bisschen ein Einzelkämpfer und überlegt, ja, wie können wir auch mehr Leute für Christus gewinnen oder wie können wir eine Gemeinde bauen, so im Sinn, wie es Jesus gedacht hat. Und es ist wirklich auch darum Forum, dass man sich treffen kann, austauschen, eine Plattform bieten, wo man sich gegenseitig inspirieren kann, aber auch ermutigen und neue Impulse für die eigene Arbeit in der Kirchengemeinde holen. Und gleich habt ihr ja jetzt wieder eine Tagung, gell? Genau. Mit dem Alexander Gart unter anderem, habe ich gesehen. Genau. Da hatte ich in einem Talk schon den Frühling. Und das ist ja wirklich auch sehr provokativ zum Teil, was er da reinbringt. Er sagt, die Volkskirche, also eigentlich deine Heimat und in dem Sinn, wo du Prägendes erlebt hast und wo du daheim bist, wird vielleicht so untergehen, sagt er sogar, die Volkskirche keine gute Prognose, nicht mehr relevant. Ja. Also, ja, ich denke, wir sind sicher als Landeskirche in einem Umbruch, wo wahrscheinlich noch viele Jahre wird gehen, zu überlegen, was sind wir eigentlich. Natürlich hat die Kirche
in der Gesellschaft an Relevanz abgenommen. Und trotzdem scheint sie immer noch ein bisschen durch und hat auch Kraft. Das sieht man in der Armeeseelsorge oder auch bei gesellschaftlichen Fragen oder soziales Engagement oder in Spitälern. Da sind die Seelsorger gefragt. Aber gleichzeitig merkt man auch, dass eben die Distanz immer grösser wird, viele Austritte gibt. Und da muss ein Umdenken stattfinden. Das heisst nicht, dass die Kirche nicht relevant wird sein. Ich glaube, sie wird relevanter werden, aber wahrscheinlich noch mit einem anderen Ausmaß als jetzt. Ja. Okay, da sind wir gespannt. Und ich habe damit auch schon einen kleinen Teaser auch noch eingebaut, weil da freue ich mich auch drauf. Nächsten Dienstag der LiveNet-Talk mit dem Christian A. Schwarz. Er hat das Buch jetzt gelesen oder bin noch dran, so in den letzten Zügen. Und er sagt eben auch, dass die Relevanzkrise des Christentums einfach Fakt ist. Also in vielen Bereichen, wo wir nicht mehr gefragt werden als erstes, was denkt ihr oder die Wahrheit sozusagen der Welt können bringen. Und das hat da sehr viele interessante Punkte drin. Ist das für dich manchmal, Andi, auch so ein bisschen die Frage, etwas, wo du stark leidest oder denkst, hey, warum zündet das nicht noch ein bisschen mehr in die Gesellschaft hinein? Oder? Ja, natürlich wünsche ich mir noch mehr Einfluss. Und es ist wirklich so, wir sind von einer Mehrheitsposition sind wir auf einmal am Rand der Gesellschaft als Christen. Die Kirche steht zwar noch als Gebäude dort, aber das ist, symbolisch stimmt das eigentlich nicht mehr. Wir sind heute am Rand der Gesellschaft. Aber ich bin da voll entspannt, weil ich denke, die Kraft und die innere Anziehungskraft vom christlichen Glauben, der liegt in Jesus Christus. In der Wahrheit, in der Schönheit vom Evangelium. Und das bleibt strahlend hell über alle Zeiten hinweg. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, nahe bei dem Christus zu bleiben, immer wieder diese Botschaft laut und fröhlich in die Welt zu tragen. Manchmal wird sie fröhlicher aufgenommen, manchmal weniger. Unser Auftrag bleibt. Ja, So genau. ist es. Absolut. Ja. Und da passt auch der Titel «Gott ist unkaputtbar», oder? Wo wir dann Dienstag im nächsten Talk noch ein bisschen genauer darauf hineingehen, was das genau heisst. Und da sind Sachen auch, wo, ja, denke ich, wir uns alle, wir sind ja nahe miteinander, auch als LiveNet und SCA, wir stützen uns ja auch auf Basis von dem Glaubensbekenntnis, das ihr habt und von den Grundsätzen, die ihr habt. Und darum, ist das umso schöner, doch ein bisschen zusammenzuringen, auch weiter. Was gibt es für Wege, für eben auch raus mehr zu wirken? Gell? Wir haben ja auch schon Pläne ausgeheckt, Andi, können wir in den Regionen zum Teil auch einfach mehr Leute vielleicht auch befähigen oder bevollmächtigen, dass sie Hoffnungsträger sind und so weiter und so fort. Also, das Ganze mit, was wir sind drinnen oder hier sind draussen, dass wir das überwinden können und so weiter. Ja, da gibt es viel zu tun auch noch. He? Genau. Ja. Das ist einer von unseren Kernaufträgen, der Glaube teilen. Ja. Da spüre ich eine neue Dynamik in der Schweiz. Dass wir sagen, der Auftrag ist eigentlich zu gross für uns alle. Wir müssen viel strategischer zusammenarbeiten, wenn wir da einmal etwas bewegen wollen. Und eben gemeinsam geht es besser, so wie der SEA-Slogan ist. Davon sind wir überzeugt, dass das nicht etwas ist, was wir allein machen können, sondern wirklich nur gemeinsam als Christen können den Auftrag wahrnehmen. Ja, das ist absolut genau der Punkt. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in diese Phase auch gegen Winter zu, möchte ich gleich noch so ein Stimmungsbild vielleicht gegen Schluss noch abfragen von euch. Auf Weihnachten und so weiter, habt ihr noch spezielle schon Themen, wo ihr sagt, oh, das wird gerade ein Schwerpunkt so jetzt in der ersten Zeit für uns als Duo, wo wir zusammen bewältigen wollen? Oder? Ich glaube, der grösste Schwerpunkt wird sein, uns zusammen einzuschaffen, dass ich mir überhaupt mal den Überblick verschaffe über die CEA. Also ich bin jetzt schon nach diesen 2 Wochen einfach wieder mal erstaunt, in wie vielen verschiedenen Gremien die CEA drin ist und wie gross das Netzwerk ist und mit was für verschiedenen Leuten wir da zusammenarbeiten. Und darum wird es meine Aufgabe, so in den nächsten 3 Monaten sicher sein, da mal ein bisschen den Kopf wieder rauszuheben und den Überblick mir zu verschaffen und dann auch zusammen herauszufinden, wie wollen wir unsere Schwerpunkte legen, wie wollen wir zusammenarbeiten. Und ja, das andere wird sich dann zeigen. Gemeinsam besser muss mal bei uns anfangen. Genau. Genau. Und das braucht auch Zeit, Ja. aber da sind wir zuversichtlich, dass es gut kommt. Extrem spannende Zeit. Und das erste Ehejahr auch noch gerade
gestartet. Also das ist wirklich, was auch wunderschön ist. ja, herzliche Gratulation. Danke. Einfach auch noch einmal dazu. Und Gottes Segen natürlich. Das kann ich auch für beides so sagen, gell? Für dich, Vivian. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und das, was wir zusammen noch hoffentlich anreissen können und weiterentwickeln, weitertragen. Auch Andi, danke vielmals für dein Engagement immer wieder und danke für den Austausch heute. Und, danke auch. Sehr gerne. Alles Gute an euch beiden. Merci. Danke, dir auch. Danke. Ja, und der Hinweis auf den nächsten Talk, den habe ich ja jetzt schon schön eigentlich hier eingebettet, dieses Gespräch, aber ich tue es gleich noch gerne erwähnen. Ich freue mich extrem auf den Austausch mit dem Christian A. Schwarz. Das ist der nächste Dienstag. Das Buch «Gott ist unkaputtbar. 12 Antworten auf die Relevanzkrise des Christentums». Das einfach schon mal als Hinweis. Ihr könnt uns natürlich gerne abonnieren auf YouTube oder ihr findet hier einfach den Podcast auf Spotify oder Instagram. All die Kanäle stehen natürlich zur Verfügung. Danke für euer Interesse und bis gleich wieder. Tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.